Willkommen zurück bei der Gelle Froh. Heute hat mir ganz interessante Podcast Mam General Tool. An hin das sei point de vue iwwer den Ukraine-Konflikt an den Gaza-Konflikt gezielt. Hin das gesot, wéi zu eng gute Lieder gëtt an dat Herz wat je a senger Karriere erlieft huet. Viel Spaß beim Podcast. Diese Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Mein echt froh ist, wie weit ist es überhaupt wichtig, dass ein Land eine Armee hat? Ja, am allerbesten wäre es schon, wenn wir keine Armee bräuchten, da gibt man in der perfekten Welt leben. Wir wissen, die perfekten Sachen, die gehen nicht. In einer nicht perfekten Welt, da brauchen wir schlussendlich eine Défense, die kapabel ist, als Werte, so wie wir leben, als Frieden, als Demokratie aufrechtzuerhalten. Und dafür brauchen wir dann noch eine Armee. Das heißt, also ich schon oft hören, dass die Armee am Anfang soll präventiv genutzt gehen, für dass ein anderes Land sich am Anfang nicht traut, umzugreifen. Stimmt das so? Das ist ganz genau die neue Strategie, die auch am Niveau von der NATO ausgeschafft ging, die nennt sich DDA. Das ist Deterrence and Defense Euro-Atlantic Area. Also justement, Deterrence heißt Dissuasion, das ist Aufschreckung. Das heißt, wenn wir fertig bringen mit unseren Kapazitäten militär, die wir haben, so aufschreckend zu wirken, dadurch, dass wir gut trainiert sind, dass wir Material beherrschen, dass wir Soldaten an der genügenden Stückzahl haben, bringen wir fertig, so dissuasiv auf die anderen zu wirken, dann muss überhaupt kein sich traut, unauszugehen. Und ab dem Moment sind wir im Ziel, das heißt der Frieden und als Demokratie und als Werte, wie wir sie leben, für die aufrechtzuerhalten. Apropos NATO, wer ist am Anfang der Rolle der Lützeburger Armee an der NATO? Lützeburg ist von 32 NATO-Membern, das heißt, jeder hat als Aufgabe zu kontribuieren, das heißt, Teil von dem Ganzen zu sein, also mit dafür zu sorgen, dass wir aufschreckend sind, dass wir alle Limit von meinen attackiert gehen, dann auch als können verteidigen. Lützeburg ist der kleinste Partner und dafür kann ich noch nicht verlangen, dass wir die ganze Gamme von Kapazitäten haben, wo in Armee großen Armeen rumfindet. Wir haben auch Kapazitäten, die wir können an dem Kader von der NATO und auch an der Union Europäen ersetzen. Und darum geht es. Und für mich als Chef von Lützeburger Armee wichtig, dass wir dann auch die genügende Qualität tun. Das heißt, wenn wir etwas machen, dass kein Fall, ich kann so, die Lützeburger die sind Männer gut, aber echt das gut, die Lützeburger die sind an der Moyenne besser wie die anderen. Und das gibt einem dann die nötige Satisfaktion und auch die nötige Kredibilität, weil das ist schlussendlich das es geht. Wenn ich etwas möchte, es so zu machen, dass das auch als ein seriöser Beitrag von den anderen angesehen wird. Gibt es da gesagt, dass die Lützeburger überdurchschnittlich gut sind? Also, wenn ich darüber lauscht, als Politiker, wenn sie auf Tour gehen, sie gehen regelmäßig auf Visite als Minister der Défense, die geht auch regelmäßig auf Visite bei Truppen und sie können dort im Ausland oft bei einer wichtigen Autoritäten und du geht allkei als du wo mir am Ansatz sind, der dafür gestracht, dass definitiv ob alles verloren ist und dass wir Sachen beherrschen. Und als Chef, wenn ich das dann höre, dann der zweite Reihe, sie sitzt dann an der ersten Reihe, man steht natürlich irgendwie stolz und zufrieden. Und wie garantiert er das? Gerade dir eben persönlich, wie droht dir dazu bei? Also das Allerwichtigste ist, dass den voll 100% Betrieb steht und dass den immer guckt, für la Pointe der Technologie zu sehen und dann noch gucken, dass die Trainingsmethodiken, die wir gebrauchen, dass das die sind, die gefragt sind. Und auch, dass das vertrainiert wird, genau das ist, was momentan anleitet. Und gesagt, haut also Collective Defense, das ist also all das, was die muss machen, wenn die eine sollte attackiert gehen. Das ist genau das, was in der Ukraine geschieht. Die müssen kapabel sein, sich kollektiv zu verteidigen. Genau das leitet momentan an. Und dafür das Programm auch bei uns müssen adaptiert gehen. Für das wirklich können zu machen. An der Zeit dafür drunter, wenn wir echt Friedensoperationen in NRW, wo die Techniken und die Instruktionen nicht ernst das gelehrt waren und geht also darum, als Chef die Sachen zu erkennen und dann dem Etat-Major zu sagen, für dann an die Richtung zu trainieren, dass man à la Hauteur von dem Sinn, was schlussendlich von uns gefragt wird. Darum geht es.
Schlussendlich, wenn wir das rumbringen, dann kriegen wir auch die Belohnung, die wir brauchen. Und das Allerwichtigste ist, dass all die Aktionen, die wir machen, dass die dazu beitragen, überall da, wo wir sind, den Frieden können zu garantieren. Sind von Aktionen, die echt reaktiv oder proaktiv, also idealerweise natürlich proaktiv, aber also dann der Realität echt reaktiv oder proaktiv, wo so Decisionen getroffen gehen? Die Strategie von der NATO ist dafür proaktiv zu sehen. Nicht darüber werden, bis Katz bis am Putz leid, mehr viel drunter zu sehen, was sind die neuesten Evolutionen am Bereich von der Défense. Und dann schon am Vorfeld dafür zu sorgen, dass den auch mehr von den Körpers geändert wird, da ist, wo muss sein, für dann gegebenenfalls Défense können abzuholen, respektiv dann noch immer so dissuasiv zu sein, dass kein Gegner sich traut, unauszugehen. Das heißt, muss ein andauernd eine Technology Awareness gucken, was geht es von neuen Technologien. Wir sehen heute Drohnen, als genau das, was immer mehr zum Einsatz kommt. Künstliche Intelligenz wird auch genutzt. Also geht es darum, die Technologien auch mit der Trainingsmethodik an Bord von seinen Kapazitäten zu kriegen, für dann auch mehr gegebenenfalls à la hauteur des Etages zu sehen. Inwiefern wird dann künstliche Intelligenz benutzt? Künstliche Intelligenz gibt heute schon eine ganze Gruppe Apparaten, die muss haben, für können proper beim Terrain zu evaluieren. Okay. Das geht von bis. Wir gebrauchen noch schon Technologien in dem Bereich, aber keine Attack-Technologien. Okay. Also rein Sachen für gewisse Prozesse mehr schnell können zu durchlaufen. Okay. Das an dem Kader, wo in die Stadt muss vorstellen. Das sind dann echt militärisch KI, das ist nicht ChatGPT. Oder? Das ist nicht ChatGPT, aber ganz einfach erklärt, wenn ihr heute guckt, wie regelmäßig die Ukraine attackiert wird, gestern noch gesehen, bei der Spital attackiert wird, wenn da Batterien hat, für die Missilen aufzufangen. Die muss ja ab einem gewissen Moment überhaupt erkennen, dass irgendwo eine Rakete am Gang ist, an die Richtung zu gehen, wo sie dann auch irgendwie etwas zerstören. Dann gehen der ganze Kopf der Apparaten, die muss ja immer nicht koordiniert sein. Wie ein Apparat wird schlussendlich reagieren. Und dann muss auch erkannt gehen, wie ein Typ von Missil ist. Also ein dicker Missil, also ein kleines Missil, weil wenn auf ein kleines Missil mit Gegenmissilen reagiert, die Millionen kosten, dann ist es sehr erschöpft. Und wenn dann den Enemy Dono mit den Rischen könnte, dann hat er nichts mehr zu bieten. Also geht doch darum, die Erkennung schnell hinzukriegen, für da können zu reagieren. Menschen bringen es nicht fertig, so schnell zu reagieren, für ein temps utile, das gerichtet können zu machen. Und du brauchst dann eben künstliche Intelligenz, für einen dabei zu helfen. Schlussendlich hilft das Leben retten. War dir schon eine Rolle, wie Russland Ukraine attackiert wird? Ich bin zum Chef von der Armee gehen, 20. September 2020. Das heißt, ja, ich war da schon an. Wie war das für ihr? Also, wie kann ich sich das vorstellen? Wo Sie das schon für tun? Für den anderen Leuten? Oder wie kann ich sich das vorstellen? Nee, ich denke, dass es keiner genau wusste, außer der Putin selber, wenn die Attacke machen, an der Envergure die machen. Es war aber so, dass es relativ klar war, zum Schluss von dem Jahr 21, dass irgendwie etwas am Gang wie furchtbar schief zu laufen. Das hat ich gesehen. An dem Militärkomitee von der NATO, das ist die höchste Militärinstanz für Gott, da sind also alle Chefen von der NATO dran vertreten. Die haben zum Ende des Jahres mehr wie eng speziell Reunion Abruf für eben über Situationen zu diskutieren. An diesen Reunionen hatte ich dann noch Gelegenheit, mich auszutauschen mit meinen Homologen, mit dem deutschen Chef von der Armee oder dem französischen Chef von der Armee. Und da war schon noch ein bisschen klar, dass der Toten alles auf den Krieg hindeuten. Weil ab dem Moment, wo ich gesehen habe, dass nach dem großen Exerzis, den die Russen gemacht haben, schlussendlich
net no dem Exerzis alles aufgezogen ass mir dann sind nach weiter deployiert sind, dat den immer méi Truppen sech amasseiert hun, dat jo Satellitenbilder ganz klar gewiesen, a wo du die echt Intelligence Reporte kom sinn, dat och Blutkonserven giffen fir hingoen, dat brauche net unbedingt fir ein Training. Also war relativ klar, dat do etwas Größeres am Gang wie an Platzgesetze gehen. mat Genauigkeit könne so wat werd geschéien an zu wéng moment wer du goen, das net dran. Me du war absolut alertéiert. An noch fir ech perélech ass dat net so mega Stress so si lo den Chef an ech das lo krich. Ab dem Moment wo ich Chef gëtt, as en sech bewusst iw van der méi as en sech bewusst, dat den am Fogeholl een UT ass, den am besten nie gebraucht gëtt, der wann gebraucht gëtt, dann ass et richtig ellen. Dat ass all selbst war den immer igentéi mat sech Bandranner an Drëmmer dréit, an wann e dann de Chefe iwwer de ganze Betrieb ass, mat de gëtt eng dozecher nach enke vill méi Chlor am Kap an senger Situationun scheiert sech dat ganz nach enke an gëtt en sech richchte der Responsabiltäit bewusst, well am Notfall heecht dat den muss déi Leute, die schätzt, well all die Leute, die Deel vun der Armee sinn, die schätzt sinn, du die gern zi Leute, die trainéiert sinn, et wëll den am liefsten net verléieren met wie sinn, dat wann et wat der Pat geht, dat enorm wichtig ass an se gut trainéiert sie fir Chancen zun fir Wert ze verlieren, an dat den se dann gegebenenfalls an net alle Götten Remenke wertreck gesinn. An dat sie schon Sachen, die en beschäftchen a fir Mch ass dat allerwichtes dem Moment ze wëssen, dat ech op méger Platz alles gemet hunn fir Eis so gut wie méigich ass Lützebauer Armee op de Worst-Case-Szenario ze preparieren. Ab dem Moment kann ich soen, dat de Stadt Mënsche méiglust gemet hunn, dat man so gut wie méigich prepariert sinn an selbstverständlech do no van et der Pat kif kommen, wie se nie wie en do werd reagieren, méi eng Grundkonditionun fir können so einen Job zu machen, dass der den en general cool ass, roueg ass an noch ënner Stresssituation awer iwwerlecht kann und Sache rugoen. Die will net panikéieren, wann die panikéiert der Stresssituationen, da ginint Leiit och an rëmmer nervös an das nie gut. A wie mat dat der konkret effektiv fir mat dem Stress ëmzugoen mat der Verantwortung ginnet o Methoden? Ich gif so, dat ich perélech relativ resilient sinn, ich sinn den Rogers war dat nach ëmmer gi dat fir vun de Plan foren. Me dann hëlfen awer natürlich ganz koop einer Sachen an een großen Aspekte vun ass Sport machen. Sport ass een absolut gut Ventil fir sech voll auszepoweren, a wann en sech voll ausgepowert huet, dann fängt Maschinerie Uwen un bëssen mi loszuholen an dat Mä dat erméigich engem dann bëssen Ruf ze kommen. An du fir Sport schon eng gut Sach an dodriwer aus als Sport och unabdingbar, well duche Sport as se fit, van de méi fit ass, da kann e méi lang iwwerleen, gët en nach méier stressresistent Remenkeier donno, so dat dat virkelch den optimalen Ausgleich fir Mch gesätlech ass. Dat mat vu Sport? Ech regelmech bësse Wëllo, gin as bësse läfen, a bësse schwammen, bësse Skifueren, bëssen all dat wat egentwéider mëcht dat Pompel bësse schafft, dat dei fit beläuft. Also Ausdauersport. Hauptsächlich Ausdauersport, ja. Was ist das Wichtigste? Ausdauersport muss ich noch stark sein? Als Soldat muss ich noch kapabel sein, seinen Rucksack zu drohen. Der war doch 25 Kilo, den muss ich also auch packen. Ich gebe so, und das sind die Sachen, wo ich relativ sehr hinkriegt, das wat mehr Arbeit kostet, das Ausdauern. Das ist auch, das gesagt wird, bei denen Sportarten, Triathlon, Duathlon, Velo, Marathon, alle guten die Sportler, das sind die bisschen mehr müssen trainieren, die auch gewinnt sind, und sie wirklich müssen Zahnfleisch nur können laufen, und das hilft einem schon. Wo scheitern dann Soldaten? Erstens sportlich und zweitens auch, wie eine Charaktereigenschaft stehen einem am Weg? Oder wären sie positiv für ein guter Soldat zu sein? Ja, eine ganz wichtige Eigenschaft, die ich muss sagen, dass da den bereit ist,
unsere Limiten zu gehen, an der den nicht so sehr abgeht. Weil wenn ihn an den Militärsystem rakennt, du hast dann aber banke Sachen ähnlich das wie du hin. Das merken wir andauernd. Obwohl dat auch do mat der Zeit gehen, das sind wie freier war, dat den Racker an 14 Dech ein Handy aufgehen huet am Ufang sind kein Handy gin méi du gisinn se de missen aufgehen, sie go net rauskommen werden engem halfe Mond. Da si immer go net méi sinn lo, dat mat Leute rausgo losse méi se sinn awer während der Zeit wo dann bei an der Instruktion sehen von du hin aufgeschaut, dass kein direkt méi hannen runnner sie wissen dat déi relativ weit fortsinn. Und dat fängt dann aber bei den Leuten unwen zu schaffen. Und da muss ich eben kapabel sein zu sagen, okay, auch von der Environnement italienisch, das gehe ich aber nicht so sehr ab. Ich habe aber regelmäßig die, wenn sie da bis den Rucksack kriegen, wo sie dann Sachen alle dran kriegen, wo sie dann müssen anraumen, dann merkst du schon, dass der Rucksack relativ schwer ist. Und da sagen sie, das ist echt firmisch. Aber bon, also brauche ich schon einen gewissen Kapazität für zu sagen, okay, die Lobesse mich sind kapabel, den nächsten Step auch zu machen. Ich frage mich, sind die jungen Soldaten, die an der Armee gehen, sind die sich auch dem bewusst, dass es am Anfang kann dazu kommen, dass sie müssen an den Krieg gehen? Mal dir hin, das klar? An der Instruktion gehen wir ganz klar darüber ran. Okay. Der Büder ist schon immer, dass wir alles machen, dass es nicht zu einem Krieg kommt. Eng Armee muss immer denken am Worst-Case-Szenario. Dat heißt, all dat wat hun muss schlussendlich können Dinge, wann wirklich Katz bis am Dreck leiit, wie so gut seht. Weil wann net Giuseppe besass wann Kekriegers wat da funktioniert, dat ja net so Zweck vun der sagt. Dat heißt, und dat auch die ganz Spezifizität vun enger Armee, dats am Fongol Appes, wo en du darüber trainiert, fir an dem Environnement, an dem Kriegsenvironnement können zu bestohlen, aber wo ihn auf alles möchte, dat schlussendlich nicht soll antreffen. Das ist wirklich etwas ganz Spezielles. Ich bin überzeugt, dass nicht schiedverreden, dass dort ein Chlor am Kopf hat. Wenn man in eine Situation halt guckt, wie sie da draußen ist, ist das einfach etwas, was den auch Chlor muss vermitteln. Kann ja nicht den Leuten etwas viel machen, wann et dann enke der Point kënnt, wo se da gife gesinn ha Mün ha Lige gezielt krit an Dober huet ken als prepariert. Dat fir net déierlech. Wéi gut kann en dann den Eechtfall trainieren, weil am Sport fan ëmmer op der Kompetitionun ass immer anneg fir Training. Dat och hai an eng Eechtfall genau zelwech sinn. Mei eng vun den Egentschaften, wo eng Armeeie muss hunn ass dat trainiert an Leiit bis op Limiten dreift. An dat wat dann noch Romenkeier dazu bringt, dazu beidreht, dat den Instruktoren brauch, die absolut sech dem bewusst sind, die also wirklich wissen, wann Schleit op Limit drücken, dann ass Gefahr, dat eng passéiert viel mi groß. Sie müssen also eng Kenntnis hunn, wo die Limiten vun de Leiit könne sinn. Und sie müssen die Leute behutsam darüber feiern, aber wenn sie gesehen dann mir geht, müssen sie auch zur Zeitremenke können eine Nummer zurückschrauben. Mit geht darum, die Leute auf die Limiten zu bringen. Weil wenn ihr die Leute auf die Limite bringt, dann wussten die Leute auch selber, an dem Moment geht die Limitremenke in den Ofen verschoben. Und darum geht es. Dadurch, dass ihr regelmäßig am Training mehr weit geht, geht ihr noch regelmäßig besser. Wenn ihr nicht am Sport möchtet, egal wo, das geht weh. Wie dadurch, dass in der Intervallen X möchte, an immer variierte Formen, pusht der Körper aber für Dono mehr resistent und besser schlussendlich an der Kompetition zu gehen. Hier muss ich sich das ganz genau vorstellen. Ah ja, doch gesagt, der Krieg, das ist ein Art de la guerre, das ist ein Art. Das kann ich also nicht wissenschaftlich berechnen, von wo wird den Enemy ihn schlussendlich attackieren, brauche ich also auch ein bisschen Intuition, ein bisschen Feeling, was alles kann geschehen. Und wenn ihn sich dann am besten evaluiert hat, wie den Enemy effektiv kann attackieren, dann ist den Dispositiv, den ihn en Platz gesetzt hat, schlussendlich am besten. Aber regelmäßig ist es so, dass wir den an den Krieger, wie sie stimulieren, dass das nicht so geht. Und da brauche ich Kapazität für sehr flexibel können zu reagieren. Und das nennt die Conduite de la Bataille. Das heißt, muss ich am Voraus planen, dass ich einen guten Plan hat.
wann en gut Intuition eng gute Situation Awareness huet, dann ass de Plancher vun sech aus am besten nach immer net gut genug an da muss nach kapabel sinn wie gesot Donno ze drehen. Also Konduit la Partei ënner Stressmomente awer nach reageier coole Kap behalen, fir nach en keng Adaptationun ze machen fir d Partei schlussendlich können ze gewannen. Ich mitlächt vor en Elektroauto kaf. An losinn op der Sicht der Passenassurance. Ma Axauet du eng ganz speziell Offer fir Hybrid a fir Elektroautoen. Wie seit ihr aus? Ma sie bieten eng 15% Reduktion op der Assurance bei den Hybridautoen a 25% op der vun Elektroautoen. Dat heißt, wann du 2000 € Joer gis bezuelen, da bezielst du just 1500 €, spurst du mat 500 €. Net schlecht, wie mat dem Lodekabel mat der Batterie? Ma super, die sind noch alle 2 mat versichert. Schmengen, do fällt der Decision nëmi so schwéier. Dofir klick op de Link nach diesem Video. Ich will mir so gern ein Auto kaufen. Aber ich kann die Suen einfach nicht zur Summe gespurt. Ah, du Armen, kannst du da nicht Mia von der Spur käse? Nee, wen ist das? Mit Mia als der virtuellen Assistent, den dir hilft, den Objektiver zu erreichen. Hier berechnet auf Basis von deinem Einkommens und deinen Ausgaben, wie viel du auf verschiedene Projekte kannst spuren und hilft dir so, den Dreh zu erreichen. Ach so, das klingt aber top. Ja, das fand ich auch. Geh einfach an dein Asnet von der Spurkäse und da guckst du dir das an. Aber wenn du unter 30 Jahre alt bist und ein Zebra Premium-Konto hast, dann kriegst du auch ganz extra Tarife für Präpersonal für dein Auto. Oh, wie flott, da kann ich mir aber vielleicht mein Traumauto kaufen. Und die Schätze von den Limiten, sind das nicht mehr physische Limiten oder auch sind das dann in einem anderen Bereich noch Limiten? Mental oder so? Selbstverständlich mental. Das an der Physis wo vertalerisch weh geht. Das ja do, wenn der Bänke de Muskel aufhängt zu brennen, da seht den, hey, das tun dit weh. An Löwen am Gehirn seht dann der Bänke, hey, du hältst nicht ab. Und dafür muss ich engem weisen, dass wenn du öwen kapabel ist, sich zu suchen, das noch immer möglich einen Schritt drauf zu legen. Dann packt den doch noch physisch mehr Resistenz zu gehen, das ist mental, was sich auf das physisch auswirkt, aber für physisch auch besser zu gehen, braucht man das Training. Und dafür ist ja auch an dem Militärtraining trotzdem auch physischen Training dabei, für die nötige Fitness zu haben. Ich habe auf der Website gelesen, hier 12% Frauen noch bei euch. Gibt es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Weil du nur am Krieg, also es gibt ja keinen Unterschied gemacht. Ja, es gibt immer einen Unterschied physiologisch zwischen einem Mann und einer Frau. Bei uns kommt es darüber an, wenn wir die Frauen holen, dann sie das Minimum fertig bringen. Das heißt, wir haben nicht die Possibilität, bei uns, dass man einer Frau einen Rucksack in dem Licht wird. Nein, sie muss auch ihre Kleider packen, sie muss genau dieselben Teil von Munition dabei und Gewehr als nicht mehr Licht für eine Frau wie ein Mann. Also gibt es Mindestanforderungen. Das heißt, auch die Frau muss nur den Rucksack von 25 Kilo kapabel sein zu drohen. Aber wenn ihn das rumbringt, dann ist er noch selbstverständlich als Frau willkommen. Do han runnner gëtt dann absolut keng ënnerscheder méi o Velo Mann oder eng Fras. Geif Dir et gut fanne, wann all Mënsch gift Grundausbildung machen? Also sinn der vill vun de Bausen, die Mariegeméich so fir gut van als Schurend giwer der méi kommen, da gifts er gewisse Wäter geléiert gin, da wie se Mi Durant an so weiter an so fort. Ech so vu ménger Seit, wo man misisten fir Jitfrin eng Instruktionun bidden, hättech net genug Instruktor. Da ganz anderen Tipp vun Armeei. Mei grundsätzlich ass dat wat man de Leiit beibringen, dat dat schon justement kapabel sinn sech ze steigeren, Limiten ze depasséieren, Appes engem an all Liwenssituatioun kann behëlleflech sinn. Disziplin auch. Weil mir sind von der Meinung an Zweet, dass es gut wäre, also dass all Jung gegeben von einer also ein Benefit haben, also davon profitieren, wenn man das machen, einfach ein bisschen Disziplin, ein bisschen mehr stark so vom Mentalen zu gehen als Gesellschaft. Ja. Sind wir zu soft gehen? Dat wees ich net oder gi ich net so si immer ze soft gehen, wat op schifalls een Konstat ass
wir gesehen, dass die Leute, die wir rekrutieren, von der Physis hier nicht mehr dasselbe Niveau haben, wie das vor Jahren war. Okay. Das ist ein Trend, den du hast. Ich glaube nicht, dass Genen sich in der kurzer Zeit so schlecht developpiert tun, also schlecht an die verkehrt Richtung mutéiert sind. Das heißt, ich glaube, das Potenzial ist noch immer da, aber der geht vielleicht an der Weise, wie wir leben, nicht richtig schwamm geködelt. An neu geht es dann an der Armee, darum das Potenzial aber irgendwie freizulegen. Sie kommen aber dahin, wo es früher war. Das ist ja ein Objektiv. Aber wenn ihr sogar guckt, wie es heute ausgesehen und das wird richtig kompliziert, dann aber für uns möchte. Wir haben en general Leute, die physisch auf ein Niveau kommen, die man gut aus, aber wir müssen sie no am Anfang auf ein Niveau haben, wo mehr verlangt wird, wie je für drunter. Für was? Von den Haut guckt, wie ein Soldat gepackt ist, für operationell irgendwo an einer Operation, an einer Mission oder auch an den Combat zu gehen, das ist enorm. Ohne irgendwie Rucksack dabei zu tun, haben sie en Permanence op sich 15 und 20 Kilo. Den ganzen Tag. Das heißt, Protektionen, wo sie haben, Kartuscheren, Gewehr, das ist ja Basics, wo ihnen hört, ein Daypack Rück, dann die Kaske, die schon immens schwer ist, dann geht es Haut auf der Kaske, Night Vision Geräte, die waren noch ein so viel, da muss schon nicht trainiert sein, für das den ganzen Tag zu halten. Das heißt, die Leute, Menschen, als Militär, als Soldaten, die gehen immer mehr als eine Plattform mobil gebraucht, für so viel wie möglich Geräte darüber zu specken, viel mehr Vitager für Donner gesehen, was also möchte, sie mehr und drüber zu schläfen und Tivelen an Natur, die ist nach einmal so wie der kriegen, also gesagt, in der Zuforderungen an Blut gehen, bei alles geht, also darum die Leute schlussendlich auf dem Niveau zu kriegen. Dafür haben wir als Instruktionen schlussendlich an der Länge mehr lang gemäht. Heute brauchen wir für die Leute bis auf ein Basic-Niveau zu kriegen, Minimum 4 Monate, wo wir nach 4 Jahren auf 3 Monate waren. Und dann hatten sie grosso modo dieselben Level. Das heißt, dass wir an ein besseres Level kommen, konnte man also mehr aufhängen, wo man nicht so lange gebraucht für dahin zu kommen. Und technologisch, für all die Apparate kennenzulernen, ist auch mehr Instruktionen verlangt. Also das halt mehr kompliziert für die Soldaten zu gehen, wie das nach 24 oder 30 Jahren der Fall war. Das ist einfach interessant, weil kennt ihr mengen, dass durch Technologie, KI, Drohnen, also der Mensch gäbe vielleicht Männer physisch stark müssen sein oder gebraucht wird mehr von, also gerade mit der Erklärung, dadurch, dass sie voll bepackt mit Geräten und so, muss mehr am Anfang noch drohen und noch stark sein. Das ist genau richtig, aber dann sind wir ja bei der ganz anderen Gang, wo wir gerne hätten, dass wir keine Menschen mehr an den Combat schicken. Da kann man natürlich auch über KI Exoskeletten trainieren, dass die schlussendlich den Krieg machen. Und da sind wir noch an einer ganz anderen Liga, und das ist ja das, was aber schlussendlich nicht gewollt wird, die auch Genfer Konventionen, Regeln, die sollen angehalten gehen. Und darum geht es auch, den Leuten das beizubringen. Und schlussendlich ist ganz Philosophie drunter, dass aber das ganz humanisiert soll bleiben, in dem Sinne, dass der Mensch den schlussendlich nach Decisionen muss holen. Aber die wird in der Zukunft immer mehr akkompagniert gehen durch irgendwelche Apparaten, die werden begleiten. Ob das Vehiküler sind, die in der Zukunft kann dabei und wo ich viele verschiedene Sachen kann vorstellen für den Transport von der Munition, für den Transport von Ersfuhren, vom Resupply können zu machen und so weiter und so fort. Drohnen, gesagt den schon, von denen guckt, was am Gang ist geschehen, für die nächsten Flieger zu developieren, Düsenjet, das den FCAS-Programm, den lebt zwischen den Deutschen und den Franzosen, das ist das Future Combat Air System. Da geht es darum, dass dann definitiv Piloten akkompagniert sind von einer Düsenjetten, was zur Form von einem Schwarm
mat Team zit an dufir beim KI fir Distanzen an alles richtig zu halen an fir dann noch dem moment können objektiver zu engagieren. Dat heißt, der toten ass schon genau dat wat am gang als no 4 gedurcht ze ginn. Bei der Vierte gesagt, das ist interessant mit der Genfer Konvention. Das heißt, am Anfang gibt es ja Spielregeln, wie ein Krieg soll machen, plus minus. Was wäre da, wenn es nicht mehr gibt und die Regeln halten? Ich soll als erstes Beispiel, wenn Russland einmal Roboter entwickeln, die an der Kriegszeit an nicht mehr Menschen benutzen. Was gibt da geschehen? Ich gif so muss gënne iwwer lo Roboteren oder Maschinen schwätzen méi Russland huet. An dësem Krisch géint Ukraine, wann man Butscha kucken, total géint Mënscherrechter verstous. Van de Köchter die Attacke do kucken, wo zu Kiew een Spidol vu Kanner attackéiert gëtt, wo doutsecher e net muss fährten, dat do irgentéi Terroristen drënner verstoppt wären, wie dat an ene Regionune kéint de Fall sinn. Dann ass dat total géint Genfer Konventionen. Dat heecht Joun lo schon, dat gesimmer regelméisseg Kricher, wo et Adversären ginn, déi sech net hun Genfer Konventionen halen. Och dat ass awer genau dat, wat mir eise Leiit beibringen, wéi en sech de moment ze verhalen. An dofir brauch noch schaffen, die real Liedere sinn fir wonnet fir am Combat zu ganz schroen Situationune kënnt, dat nie ausärten Dir. Kann ich auch op eng Manier kann ich verstoen. Dem noéi sinn déi Russen, die dat tote gemet, fir Donne och an eng Attacke verweckelt gewircht, wo vill vun ihre Kollegen gestuerwe sinn. Et gedenk awer net recht no eng Bevölkerung ofzeschlechten, die gonneichtstummer den ze dienet. An dofir bra schaffen, déi och a ganz schwierige Situationune schaff genug sinn, fir alle Goeten hier Leiit am Grab zu hunn und ze soen, dat Doten ass dat wat op Kifall geht, weil an dem doten Moment, wo d'wirke Schwert op Wert geht, du ginn Mënschen han zu beichten. An dofir brauren Liederen, die kapabel sinn, och danach durchzugreifen. An dofir ass auch so wichtig, dat de mir an eiser Armee, das viele wird den Artikel 32 geschwert gi, wo dem d'Appreciation vun de Kapazitéiten, de Kompetenzen, der Physis vun den Militär geht, dat dat fir d'Schaffen unbedingt weitergemet gëtt, dat das dreht formellement an konkret dat zo bei, dat de justement so Sache können evitéiert gehen. War das dann noch konkret, wie Dir sieht jo den Hauptlieder kann ich so vun der Letzebauer méi, wat sie konkret Sachen, die Dir macht oder berücksichtigt, fir Ech weiter als Lieder zu verbessern oder zu entwickeln? Ginne so konkret Methoden, die da benutzt oder Sachen und denen ich orientiert in Apps? Also den an segem La vun der Karriere ganz grob Leadership Kurre gesinn, lese nach der den oder den Buch iwwer Leadership so bisschen so von nicht persönlich repetitiv, ein bisschen viel Theorie, mehr an der Praxis. Trotzdem ist es aber enorm wichtig, gewissen Bücher an gewissen Theorien zu kennen, weil die helfen enorm, wenn ihr theoretisch versteht, um was das geht, und da lief den nicht nur an der Realität, dann bringt den direkt fertig, das theoretisch mal praktischen zu verknappen. Dat as am Fongol. An dat watch gemerkt hunn, wat dat allerschwierigst ass am Leadership, dats mo go net die neideg Intelligenz oder die neideg Kompetenz hunn, du kann en dodonner schaffen, méi wann en bis eng Analyse gemetet, an dats en am gange Plong opzestellen, wann Ideen am gang as implementéieren ëmzesetzen, dats du wo der Banke ufhängt wéi ze doen. Dat eventuell en oder aner iwwer mat zein, dat et schwierig gëtt, an das do, wo en die richtig Endurance brauch, an dann wirklich die neideg Konsequenz muss hunn fir et schlussendlech durch ze zeien. A wann die Konsequenz net do ass, da falle den Donno als Schavo Kredibilitéit. Dat geht net do Sachen ze erkennen, Plan auszuschaffen, mit Donno heecht den onnach richtig durchzeien sech selber dem moment implizeieren breet sinn sech selber richtig schwéi ze doen, wann i dat net kann, da geht et gënnet, weil Konsequenz, die mëcht, dat den sech wirklich muss selber können abbringen, wo physisch, mental a psychisch wéi deet. An dat mëcht awer och schlussendlech, dat den no die neideg Kredibilitéit huet. An Kredibilitéit ass dat
weil den als Chef immer braucht. Und wir ganz viele Chefen an Armeeien, egal ob welchem Echelon das, der Chef muss kredibel sein. Weil wenn er etwas sieht, und er war immer Exempel, da gesehen die Leute das und da respektieren sie das, was gesagt wird. Und dafür ist klar für den Chef, hier muss der Stei immens hochschlagen. Das heißt, er muss einen Spiegel haben, wo sich alle dran kann gucken, für zu sagen, wer ist aller Hauteur von dem, was als Chef von mir an dieser Situation gefragt wird. Und da muss er dann bereit sein, zu erkennen, dass dann hey und da nicht auf der Höhe ist, nobody is perfect. Das heißt, ein perfekter Leader geht es nicht. Das muss ihn dann erkennen, muss ihn da bereit sein, darunter zu schaffen. Und das geht darum ein bisschen. Das heißt, es kommt immer darüber und, wenn ihr wollt, Konsequenz sein, dass ihr bereit muss sein, sich selber auch ein bisschen weh zu tun. Kann ich nicht von den anderen verlangen, Männer, Frauen, gibt Gas und geht ihr selber kein Gas. Das geht nicht. Das ist einfach genau das Bild, oder das ist echt im Business-Kontext mit das heute genauso applizierbar, wo ihr seht, sie haben Leader an nicht den Boss, so ein Boss sehen, der von oben sieht, ja, macht das, und Leader ist showing by example, so kommen mir Gilo da hin, an den geht man Beispiel für. Ganz genau, und wenn ihr das versucht zu machen, denke ich, gibt es keinen mehr schönen Platz wie die Armee, weil die Leute, die hinten stehen, die gehen einem so viel an verschiedenen Goldfrauen und Goldmänner bei uns an der Armee, für die gebe ich realement durch die Feuer gehen. Die sind wirklich all Tag, all mehr wert, für sie zu engagieren. Aber wenn ihr da gesagt, dass den zusammen etwas mehr kann leisten, etwas mehr kann machen für das Land oder an einer Operation wirklich eine ordentliche Kontribution an einen internationalen Kader kann geleistet haben, da gibt es einen gewissen Stolz und Zufriedenheit, das ist ein immenses Gefühl. Wenn du dann ein paar 1000 Kilometer von daheim forderst, das ist nicht zu bezahlen. Ich fand noch immer so, wenn den zu summen durch so schwere Zeiten oder wenn den zu summen und Limite geht, das schwer ist mega zu summen. Und so zum Beispiel beim Karate, bei mir sind die Leute, mit denen ich gekämpft habe, also weißt du, dass die Leute, die haben das nämlich durchgemacht und dann halt es doch viel mehr zu summen. Und ich meine, an der Armee ist es genauso, oder? Das ist genauso und das merkt ihr noch all Tag, wenn ihr an dem Kurs sitzt und zu den theoretischen Kuren. Du musst dich konzentrieren, für das zu verstehen, was gesagt wird, muss ihn da magasinieren, für da noch rumzugehen. Aber da brauche ich keine so Relation mit dem Personal. Da sind auf sich selber fokussiert und wenn ihr dann auf den Terrain geht, für gewisse Sachen umzusetzen, da muss ich das, was ihr in der Theorie gesehen habt, komplett am Team umsetzen. Das sind an einer Armee nie allein. Der Chef ist immer der Chef von einer Unität. Das heißt nicht Leute, nur eine Responsabilität über Leute. Und es sind Leute, die schlussendlich den Combat machen. Hin und durch mit sind die Leute, die machen. Also muss ich die Leute schon realement gerne haben. Aber wenn ich dann zusammen im Terrain war, und dann noch geregnet, war richtig gut kalt. Und voilà. Tut den aber nur fertigspurt, dass alles ordentlich geklappt hat. Ah ja, das schweißt richtig zusammen. Viel mehr, wie du wo in einem Kurs zusammen gesehen hast. Und dafür ist es doch, das ist das genial an der Armee, dass den regelmäßig den Switch zwischen Theorie und dann dem Praktischen, und so dass den Allkreis zusammen am Team, am Gruppe kann Sachen leisten, zusammen machen, wo ihr gesagt, wie wichtig das in sich auf den anderen können verlassen. Und das schweißt effektiv zusammen. Und das möchte, dass den Donau ein Truppe ist, der auch wirklich kann an schweren Momenten aber nach ihr Mann an ihre Frau stehen. Also doch witzig. So an der Selbstverständlich. Es gibt immer Momente, die sind witzig, wenn ihr eine Grundausbildung aus der Fundin, das war Männer witzig, aber wenn man sie bis Hand zu schwört, da lernt den immer darüber. Wir sind alle gute Menschen, auch ob Chef oder nicht Chef, das ist ganz egal. Es könnt nur Abschied für ihn und Menschen, die brauchen das sozial. Das heißt, ein Chef, der nicht auch sozial mit seinen Leuten ist, den nur doch Martine kann Witz rappen oder den nicht bereit, also selber ein etwas zu machen, was er sonst nicht möchte, das geht gar nicht. Also ja, das braucht ihn. Und wo eine ordentliche Kohäsion ist, man hat doch zusammen gelernt, 100%. Das ist interessant, weil das besteht schon von ein bisschen eine Hypothese, die schon echt eben, wie gesagt, in der Businesswelt mehr, aber dir als Exempel für Leader schwätzt, wenn der von ihrem Team schwätzt, dann merkt ihr richtig, wie er anliegt, wie begeistert der Schwester. So. Und das ist einfach manchmal wirklich ein A und O von egal welcher Entität, die zusammen ein Ziel will erreichen. Sie wird ein Startup, sie wird eine Armee, egal, das ist immer ein Team, auf was du könnt.
definitiv das ist definitiv richtig an weil Leute Sachen gut gemäht haben dann sie selber richtig froh für sie richtig froh für sie selber dass das richtig gut geklappt hat an der Moment da haben wir regelmäßig an unserer Armee und ich gesehen von ich rausgehen regelmäßig Instruktoren Leute Soldaten die absolut genial sind. Ich gebe ein Beispiel, da wo die Überschwemmungen waren, sind ich rausgucken gegangen und du hast da gesehen, wie als Leute Rolle von heute konkret zuerst danach, als Leute die waren total am Bulli. Die haben rausgesehen, den sie mal nicht mehr erkannt, die mal nicht mehr gemerkt, dass man camoufliert Tunneln hatten. Die waren so mit Dreck überfüllt, die haben sich nicht mehr engagiert. Das heißt, sie haben all das, was sie hatten, ging für die Leute, denen es schlecht gegangen ist. Und mich hat das immens frohgemäß gesehen, dass wir Leute haben, die wirklich bereit sind, für die anderen total anzustehen. Und das ist genau das, was ich als Chef richtig zufrieden möchte. Das war ein Beispiel. Ich könnte ja nach Tonnen zählen. Und es sind genau die Momente, wo ich davon erzählt, wo ihr seht, auch wenn es so schwer ist, das ist genau du winkst, wo ich nicht möchte. Und Anfang, ich denke gerade, und das Anfang schwer, am Alltag hat der Mensch das nicht so oft. Du hast vielleicht am Sport, also so geht in an die Schule, möchte den okay mit Kollegen ein bisschen Sachen, aber das ist nicht, dass du ein Gefühl hast. Selbst mit der Arbeit, selbst mit so mit den 0815 Sport gehst an der Fitness, du musst so für dich allein, das Gefühl da ist ganz rar am Anfang am Alltag. Ja, und was unheimlich genial ist, das ist eine andere Anekdote, wir hatten den Nationalfeiertag, der wird zu Dickrich gefeiert, pudisch für den 23. Und da machen wir dann im Prinzip immer ein grosses Zeltfest, wo dann etwas gegrillt wird, und wo wir dann eigentlich können ganz normal immer mit den Männern schwätzen, es steht nicht mehr im Programm. Und da sind in dem Moment, als ich bei mir kam, ein Militär, ein Berufsmilitär, und er hat gesagt, hey, Herr General, ich muss euch sagen, das Armee, die hat für mein Leben alles an drei gemäht. Ich war auf einem Punkt, wo ich gar nicht mehr wusste, was ich machen soll. Ich hatte keine Struktur am Leben. Und heute habe ich wirklich die Struktur empfunden. Ich habe heute eine Familie. Ich bin total geehrt. Die Armee ist genial. Ich habe Tränen. Wirklich, ich habe das absolut genial gefunden, was die Leute können sagen. Und das ist nicht ein Einzelbeispiel, das geht nicht mehr. Das kann ich mir vorstellen. Also es ist schwer Anfang für junge Leute zu rekrutieren. Guter Problem für Jugendliche. Und vielleicht auch in dem Kontext. Also dann für was sollen Jugendlichen sich an der Armee ummelden? Zumal mit den aktuellen Tensionen so in der Welt, dann haben wir sich vielleicht. So sollst du das machen oder nicht? Das ist ganz genau richtig. Momentan als Rekrutement, das läuft normal weiter. Das heißt, das ist nicht mehr schwierig für drunter, das aber nicht besser gehen. Von den aber weiß, und das ist ja genau angeschaut gehen, dass immens Tensionen rundherum sind, wo sich viel mehr bewusst wird, was am Worst-Case-Szenario soll dort sein, gefäschen, dann wird das verschiedene aufhalten und damit zu kommen. Und aber haben wir das Niveau stabil gehalten. Und das gebe ich dann noch darüber zurückfeiern, dass das aber irgendwo gesiegt wird, dass an den letzten Jahren aber Verlust, ob der Armee war, ob das an der Covid-Pandemie war, ob das bei den Überschwemmungen und Tornado war, ob wir Schwingspest hatten, wo wir eine Rolle von der Bausen und Zivil eine Hand mit aufpacken, sodass das ein das andere ein bisschen balanciert. Wir wären froh, wenn mehr Leute sich für die Armee interessieren. Wir haben absolut interessante Jobs, das Soldaten, das ist ein Wolle, mit darüber raus haben wir ganz viele Technologien, die gebraucht gehen, wo man also auch auf dem Niveau sich kann weiterbilden. Wir haben immens viele Apparate, Vehiküler. Wir sind eine Welt an dem kleinen Lützeburg selber. Wir haben alle Jobs, die ich dabei vorstellen, vom Doktor über den Ingenieur, über Satellitenspezialisten, über Cyberspezialisten, über Mechanicier, den Schneider, Bäcker, den Koch. Wir haben wirklich alle Typen von Beruf
auch für Zivilleute, das für Südverein eng Platz, für Junge, für Medischer. Wir sind immens vielfältig. Und ich denke, wenn die Leute sich ein bisschen mehr bewusst wären, was schlussendlich die Quintessenz von einer Armee ist, dass das wirklich hier zusammen können, das Land zu verteidigen, und für zusammen etwas können zu machen, wo ihn dann noch zusammen Sachen lernt, dass das etwas absolut Geniales ist. Ich meine, das wissen da nicht genug. Aber wenn das ein bisschen mehr bekannt wird, und ich hoffe, dass dann dieser Podcast auch kann dazu beitragen, das kann vielleicht helfen, dass dann mehr kommen. Auf jeden Fall gebe ich mir wünschen. Wir hatten noch auf Social Media die Leute die Möglichkeit, Kinder froh ranzuschicken. Wir sind da pur gekommen, wir stechen da pur raus. Ja, ist relativ wichtig. Den fragt, also schlimm, die Instruktion der Basis nicht zu packen. Ich frage für Ihr Kollege. Nee. Die Instruktion der Basis, wie wir schon für drunter erläutert hatten, ist trotzdem etwas, wo ihn richtig gefordert wird. Viel von unseren jungen Soldatinnen und Soldaten gehen da vielleicht erst richtig auf ihre Limiten durch. Und das ist nicht evident. Und etwas, was nicht evident ist, und dass den da vielleicht einen zweiten Nullauf braucht, das ist gar kein Problem. Okay. Wirklich nicht. Und wir sind noch nicht so, dass wenn ein nicht gepackt wird, dass den da noch nicht mehr die Handgift gerecht kriegen. Das ist nicht so. Und das Allerwichtigste ist, dass der wirklich schon die Courage hat, für zu kommen. Ich gebe ihn also encouragieren, oder wenn es eine Frau war, sie encouragieren, zu kommen und sich auf das zu besinnen, was sie wirklich an sich selber hat, und da sind sie überzeugt, da geht es. Wie viel Prozent von denen, die aufhängen, schließen sie dann auf? Normalerweise. Wir haben bei einem Pourcentage, den variiert, wo nicht gut gelaufen ist, zwischen 35 und 31%, bis du, wo es gut geht, 40%, also im Moment 45%. Das ist nicht Teilchen, die aufhängt, die doch zu Ende bringt. Okay. Aber wo scheitern die meisten? Sind sie bemol, also das ist ein Stil de vie, wo dann aber trotzdem kadriert das, wo halt nicht passt. Dann kann es auch sein, dass sie schlussendlich merken, dass es wirklich gut nicht das, was sie wollten machen. Könnt ihr auch da können das vielleicht ein richtiger Bus dem Moment nicht da ist. Das ist vielfältig. Ich kann nicht auf eine einzige Ursache zurückführen. Wir machen auch Etüden, um zu gucken, was sind die verschiedenen Faktoren, auch für uns selber, was können wir vielleicht verbessern. Wir haben noch nicht den Punkt gefunden, es ist auf ganz vielen Punkten, wo es hapert, und es gibt keine Solution mirakulös. ich meine, das schwer ist für mich persönlich, wenn du den Schlafmangel, wenn es von Kollegen her ist, die das schon gemacht haben, so, das ist schon das so sauer. Ja, aber finden sich schlussendlich und alles, der Mensch als ein gewöhnliches Beist, das heißt, von den das regelmäßig möchte, dann geht das so gewöhnlich und da geht es. Man muss bereit sein, sich so weit zu tun, für es mehr oft zu machen. Wenn ich die erste Zeit kriege, schon direkt Knüppel bei drum gehalten, dann ist es nicht gut. Und dafür ist das eine von den ganz wichtigen Qualitäten, never ever give up, immer bereit sein, weiterzufahren. Hier ist nach rein, du willst wissen, wohin soll man flüchten, wenn der Dritte Weltkrieg aufhängt? Der Dritte Weltkrieg. Wir machen alles, dass es nicht zu einem Dritten Weltkrieg soll kommen. Also das, was an unseren Händen schlussendlich ist, alles haben wir ja nicht selber am Grab. Und den Dritten Weltkrieg, auch dann, wenn das der Fall ist, am Zweiten Weltkrieg gesehen, am Ersten Weltkrieg, irgendwie muss lieber weitergehen. Das ist nicht für verflüchten. Und da gehen auch die Leute links und rechts gebraucht, für dann auf den respektiven Plätzen ihre Frauen, ihre Männer zu stehen. Also fortlaufen ist definitiv keine Solution. Für was hat die Lützeburger Armee kein Panzer? Haben wir kein Panzer? Nee. Okay. Wir haben momentan noch kein Panzer. Okay. Aber wenn der vielleicht Zeitung an der Lesch gelesen hat, dann hat gesehen, dass wir große Investitionen an der Armee getätigt haben, für ein neues Material roulant zu kriegen. Das war ein Projekt von 2,6 Milliarden, den alors die Jeu war. Und an dem Kader von dem Projekt werden wir definitiv gepanzert wen kriegen, wo definitiv nicht mehr just ein Mitrailleuse drüber ist, aber wo auch dann ein Kanon drüber ist, ein 40 mm Kanon, das dann sozusagen ein Panzer operiert, das nennt sich dann ein
EBRC, das ist der französischen Term, du von der Engin blindé de Reconnaissance, Ketten, wo man kein mehr für den Rest geht es aber in die Richtung. Am Kontext von Sue, weil ich wüsste, für was kriegen Soldaten Mama wie den Mindestlohn? Das ist eine Frage, die so eine Gestalt gehen, das ist so pauschal nicht richtig. Den du besser den Mindestlohn hat, den muss ja mit dem Mindestlohn für alles abkommen. Sie hat seine medizinische Kosten, sie hat sein Essen, sie hat sein Logement. Die paar, die ein Soldat bei uns hat, die beinhaltet die doten 3 Sachen automatisch. Das heißt, wenn ihn dann alles neben den Nähe lädt, als ein Soldat besser, wie man den Mindestlohn besteckt. Okay. Den Bob Bertemes, ich weiß nicht, wer von den zwei da. Das ist bei unserem Podcast. Ja, man dann der Lefer, hey Fred, Sportsoldaten-Thema, hat ihr das auch gemacht und wie viel Sport macht ihr da? Wie viel Sport hat ich machen? Nicht mehr genug. Ich meine, das ist schon so wenig Sport wie noch nie. Ich gucke für 2-3 Mal die Woche, mich zu bewegen, etwas zu machen, für mich nicht total kommen zu lassen. Mit das ist es wirklich total eng am Sport. Für was, wenn es zur Zeit? Fängt Zeiten, die aber verlangen, dass den sich viel Gedanken möchte, den links ariert, ob die Placement raus. Und wir sind am Gang als Armee definitiv den Fond en comble neu abzusetzen. Da sind wir voll am Change Management beim dran. Change Management ist ja genau das, was den Change ist genau das, was gegen den Mensch geht. Der Mensch ist ja gewöhnungsfähig. Und das verlangt auch schon richtigen Ersatz. Und da bleibt oft nicht viel Zeit für Sport zu machen. Mir ist das wichtig für zu überlegen. Das ist genauso wie ich es für Donner gesagt habe. Dafür gehe ich mir auch all mehr, für aber die 2-3 Mal an der Woche irgendwo zu bringen, weil das aber an drunter trotzdem hilft. Obwohl es in dem Moment ein bisschen weh tut, mir hilft das aber insgesamt mehr resilient dort zu stehen. Dann, ich meine, heuer ist Stanford, ja, kann ich mal dein Droitstudium bei der Armee schaffen? Ja, das ist gar kein Problem. Und die gleiche Person will auch wissen, was hast du dir gelernt für eine Arbeit an der Armee? Also schon mein Premier gemäht, schon ein Premier C gemäht, und du sind ich auf Militärakademie gegangen. Militärakademie als eine Formation universitär, Klassik, wo ich einen Master möchte. Und dann nebendran wurde noch eine komplette sportliche Betätigung für eben Münzhane incorporé sano zu pflegen. Und dann wurde noch eine militärische Ausbildung, wo ich dann auch gelernt habe, Fallschirmspringen, sich taktisch zu bewegen. Also all das militärisch. Und dann wurde noch eine charakterielle Formation für also das Shaping vom Charakter so zu machen, dass ich noch plus minus ein ordentlicher Chef kann sein. Was ist das? Die Apps am Kopf, wenn da so das krass, wenn ich meine Karriere gemacht habe? So physisch ja. Oder? Ja, du habe ich direkt eine Szene am Kopf. Dem muss also dem Gangen an einen Stage zu gehen. Das war ein Stage für Chasseur Alpin, wo also an Bierger gegangen ist und hatte schon gewisse Kapazitäten an den Bierger gebracht. Die musste ich Ski fahren, die müssen gehen am Schnee, die noch gewisse Grundvoraussetzungen und taktische Niveau gebraucht, für sich können auf den Kurs überhaupt anzuschreiben. Und, voilà. Wir waren zu 2 Lützeburger, die Demos konnten und dem Kurs teilholen. Und du war dann an der Synthese von dem Kurs, Gebirgsjägerkurs dann an der Schweizer Armee. Und zum Schluss wurde ein Programm gestanden, einen medischen Parcours an den Alpen bis auf 3000 Meter hoch. An Engnucht sind wir hochgegangen bis auf 3000 Meter mit Peau de Phoque. Und schon allein der Weg für den Robber. Du hast gesagt, das ist gut, die können nur einen Rucksack. Brauchen nicht mehr Schiedverein seinen einzelnen Rucksack, mit können zu 2 an 2 E-Rucksack machen. Das heißt, der Rucksack wird nicht schwerer. Am normalen hat einen Rucksack von 15-20 Kilo. Aber wenn ihn aus den 2 Rucksack gemäht hat, bei Schiedverein braucht er noch für zu schlafen, seine Decken und so weiter und so fort. Kann ihn also nicht alles rauslassen. Das heißt, da war der Rucksack 25 Kilo schwerer. Und da sind wir auf den 3000er abgegangen. Mit Peau de Phoque,
war richtig geil. Und schon do für die erste Keier die Messner verstanden, wo gesagt hat, dass alle Schrack und Bankkeier richtig viel gibt, was ich mir nie so vorstellen konnte. Aber genau da war es auf dem Punkt. Und danach, wo wir oben angekommen sind, war auch noch die Sonne, die Menschen geschenkt. Ich kann sagen, dass ich von all dem, was ich dabei hatte, ich hatte alles ausgedrungen, ich war total außer die Stadt. Und du war man just oben auf der Koppe, Ziersen war auch nicht viel da. Und du hast noch einmal geheischt, raufgehen, auf die nächste Koppe abklammen und da übernüchten. Und an der Nacht, wo wir da raufgegangen sind, da habe ich, gebe ich so, eine ganz dreckigste Nacht von meinem Leben verbrücht. Schon die Nacht, wir mussten ein Loch buddeln, das war da noch einmal auf 2500 Meter. Am Schnee, wo wir unter dem Boden angebuddelt waren, am Luchen an der Höhle zu den 5x2 Equipen plus 2 Instruktoren, die da waren. Und an der Nacht war es mir so kalt, dass ich gar nicht schlafen konnte und dass ich gedacht habe, wie überlebst du es bis den anderen Tag? Ich weiß nicht, wie ich gemerkt habe, aber auf jeden Fall den anderen Tag habe ich überlegt und ich war so froh, wir haben können aufhängen, mich zu bewegen, für dann Ruf zu gehen. Und ich hatte nach 6 Monaten noch Zeven, die war vor Antenne, wo ich noch mal kein Gefühl an den Zevenspitzen hatte. Und das hat mir richtig Respekt für die Bürger beigebracht. Und das war die Kehr, wo der Armee mich richtig physisch und meine Limiten gebracht hat. Den Abend, die wünsche ich keinem, und mir auch nicht mehr. Krass, ja. Weil an du als kein von den Instruktoren dann das ist egal von deinem Kader. Nee, also war ja, das heute war für mich fortgeschrittener und das ist auch so stolz, ich will dir ja nicht so, dass in der Total nicht gewaus haben. Das heißt, du hast einen inneren Schweinehund, der kann aber dann voll raus. Für nicht zu so, das geht nicht. Und da sind dann noch Lützeburger. Wenn ich dann so als Lützeburger, waren international, waren Rumänen da, waren Deutscher, da, Schweizer, Österreicher, Franzosen. Für dann zu so, dass dort die Lützeburger, die geht das ist keine Option. Ne? Und dafür die müssen da durchgehen. Und, ja, auch da, wenn ihr wollt, das geht. Ja. Geht aber. Ja, bis es nicht mehr geht. Auch da, ich meine Instruktion der Basket an der Belge, du auch müssen an unserer Synthese über 100 Kilometer mit 30 Kilo im Buckel gehen, daran nicht, wir doch just ein paar Stunden Schlaf zwischendurch und mit Tester. Und da war ich noch schon wirklich ziemlich mit, und als ich noch zurück gesagt, Männer, die Zeit, da war keine Frau dabei. Wir sagten, Männer, das ist ganz normal, dass der Scheu klein und dreckig fühlt und dass denkt, dass das gar nicht mehr gehen kann. Das ist wirklich total normal. Aber wenn der denkt, das kann nicht mehr gehen, dann nur dann eine Reserve für 100 Kilometer zu machen. Also klappt nicht, aber weiter. Das kann ich ewig verhalten. Ja. Und das also, ja. Plus minus. Ich lebe fern drin. Okay. Ja. Das ist auch, wenn du die Luft nicht mehr kannst du anscheinend nach so 3 Minuten überleben in der Wasser. Ja. Ja. So, nach einem Last froh, eine europäische Armee, das ist ja immer mehr ein Thema, oder mit Amerika, mit den nächsten Wahlen. Wie steht ihr dazu? Also die Europäer, die müssen immer mehr gucken, dass sie Defense auch selber können an ihre Grab holen, dass man nicht so viel dependent sind von anderen Nationen. Heute sind wir ganz konkret eine richtige Defense, so wie heute gebraucht wird von den Ukrainer par rapport zu einem Enemy wie der Russ, das heute etwas, was auch gar nicht ungeduldig ist, für einen Kader Europäer hinzukriegen. Dafür ist NATO durch. Collective Defense ist wirklich nicht eine Rolle von der Union Europäer. Wenn ihr dann aber das Ganze eigentlich nur viel spannt und sich sieht, dass eventuell ein oder andere kein Wäsch fallen, aber da seid ihr, dass es wichtig wäre, dass die Europäer sich wirklich darüber besinnen, für das ein bisschen mehr selber an den Grab holen. Die Kondition für das, um hinzukriegen, ist, dass Südfrieden seine eigenen nationalen Egoismen überschreit
für zu summen bereit sind, etwas zu summen auf Beine zu stellen. Und das da, wo man heute auch mit dem Rechtsruck, wo man links und rechts gesehen, leider Gottes nicht richtig NRW sind. Und das, was kann schlussendlich zu denken gehen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, und das ist für einen Einzelnen eine Hand mal dünn zu packen, für ein Maximum zu machen, dass wir erkennen, dass wir nicht mehr zusammen eine Chance haben, zusammen als Väter können weiterhin so zu leben, wie wir das heute machen. Ja, den Trend effektiv geht generell in die andere Richtung, dass alle Land nicht so fängt, mehr über sich selber nur zu denken. Was definitiv nicht gut ist, weil gesagt ja auch, dass Europa insgesamt an der Welt immer mehr klein wird, ökonomisch, von den Ressourcen auch. Also ist es umso mehr wichtig, dass den sich zusammen geht, für etwas zusammen zu machen, also müssen den bereit sein, die nationalen Egoismen aufzudrehen. Dafür brauche ich noch Leader, auch im Niveau Politik, die da Toten wirklich ganz stark promovieren und immer gucken, für zusammen irgendwie etwas auf Parkett zu legen. Kavalier sollen, die bringen nicht das zusammen, wo man da Toten müssen gehen. Ja, es leidet viel für unter dir, ob all Echelon Politik, Echelon Militär, und dafür ist das zusammen in die richtige Richtung schaffen. Ich habe noch 2 Fragen. Eingers, wir hatten ein bisschen über die Situation an der Ukraine gesprochen und dann noch Gaza. Wie impactieren die 2 Situationen ihr und die Lützeburger Armee? Also Gaza hat nicht direkt eine Influenz auf das, was an der Lützeburger Armee geschieht. Par contre, die Ukraine 100%, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, hat schon angefangen, NATO nicht just mehr die Nordostflanke, wo sie für Donau schon bewahrt haben, zu bewachen, mit uns schon angefangen zu deployieren, auf der Südostflanke, das so genau an dem Kader, wo dann die Lützeburger auch an der Ukraine, an Rumänien deployiert sind. Da momentan die größten Kontingent deployiert. Also das hat uns direkt impactiert, wie noch 12 von den Leuten, die wir an Litauen, das war ja schon viel, das war auf der Nordostflanke, die wir da haben auch im Moment 50% an Blut gesagt, von 4 auf 6 Mann. Aber das waren direkt die Sachen, wo wir impactiert gesehen. Eine weitere Sache, als dass wir am Niveau von der Union Europäenne gucken, Traininger zu organisieren für die ukrainische Armee. Und da haben wir einen Mann, den am Etat-Major sitzt an Deutschland, und dann auch regelmäßig Instruktoren, die wir schicken, hauptsächlich an Deutschland, für da unter Instruktion von den Ukrainer mit zu helfen. Für die so zu instruieren, und sie da können am Combat eine Chance haben, für zu überleben. Aber ich meine, da gehen die 2 Situationen weiter. Also Ukraine und Gaza. Die Ukraine, da ist es enorm wichtig, dass wir auch da geschlossen weiterhin die Ukraine unterstützen. Das ist der allerwichtigste Punkt. Und dafür brauchen wir einen langen Atem, weil der Toten, das nicht, was so sehr wird über die Bühne gehen. Gaza ist auch immens kompliziert. Muss ich hoffen, dass irgendwann auch du Tresor überhaupt kriegt und dass sich geguckt wird, dass man da ja an die ruhig Gewässer kommen. Auch der Toten, das ist etwas, das hängt aber für allem auch denen, die die Attacken provoziert haben. Die werden nicht vergessen, dass es ein Hamas war, den man gefangen hat. Und die haben sich schon und absolut glatt nicht von den Genfer Konventionen. Und dafür kriegt ihn so viel Collateral Damage, da man einen Schnitt gesagt, dass die Stadt automatisch alles gut fanden. Das ist eine immens komplizierte Situation. Und es gibt sogar einen kompletten Linkage zwischen dem, was da geschieht, und schlussendlich auch auf anderen Plätzen. Weil den Hamas ist ja gewusst, dass den unterstützt wird durch den Iran. Den Iran hat selber Russland unterstützt mit Drohnen, die berühmte Scheid 136 Drohnen. Russland unterstützt den Iran,
den Iran als auch den Donner für den Hezbollah an den Hamas. Und so gesagt, dass es überall Wechselwirkungen gibt. Dasselbe als auch an Afrika der Fall, wenn ihr guckt, was an der Sahelzone am Gang ist, zu geschehen. Und dass da, wo die andere Komponente von der Kriegsführung, die hybride Kriegsführung voll zum Vorschein kommt, dass am Champ informationell, das Guerre am Champ informationell, dass da die Leute richtig bearbeitet gehen, an hauptsächlich über soziale Medien, dann so Bänke gar nicht mehr gesehen, wen ist da wirklich noch der richtige Freund, und wen ist den richtigen Ami. Und das hat zu einer Perversion von den Vorstellungen von den Leuten da gefordert, wo matt da noch schuld ist, dass schlussendlich alle guten die westlichen Länder rausgeflogen sind an Afrika, an die Evolution. Auch da, die ist nicht zum Besten, weil die nicht denken, dass das von den Wagner-Truppen, von den Nachfolger davon, dass die da sind als Samariter, auf keinen Fall. Und so ist alles irgendwie an dieser Welt interlinkt. Und wenn wir den Indo-Pazifik gucken, wenn wir sehen, was da am Gang ist geschehen, China ist wirklich am Gang immens abzurichten, so viel wie kein anderes Land, sodass auch da das Potenzial von Tensionen an Blut geht, dass das für die Amerikaner sich hauptsächlich stehen konzentrieren. Raison de plus, dass man in Europa zusammenfahren für alles Défense an den Grab holen. Und da gesagt, dass Défense, die kann ich nicht isoliert lokal, regional gucken, aber die muss in einem globalen Kontext gucken. Und da gehen nicht so viele Challenges wie Seelen an der Geschichte von dieser Welt für drunter. Just für lokal trotzdem mit dem, was der Viertel erklärt hat, dass ein Anfang als gute Leader muss ruhig bleiben und nicht, wenn zum Beispiel ich bin attackiert und dann aus Trotzreaktion oder Emotion machen ich, das hat man als Beispiel für mit Kiew geguckt, dann greifen ich ein Spidol und so Zivilisten. Das ist ja nicht gut. Als das nicht auch bei Israel gerade bis so der Fall, so könnte mir auch man sagen, dass Israel so effektiv Hamas hat angefangen, Melo also trotz Reaktion, also könnte wie gesagt bei mir rüber, lo machen wir alles fragt, egal, also ohne Rücksicht auf Verluste. Also der nächste Punkt, also mal den, Israel ist ein demokratisches Land. An einer Demokratie funktioniert das Militär und das Nörderen von der Politik. Als die Politik, die da gemäht wird, die so da gefordert wird, die richtig, das zu bezweifeln. Also allein just ein Trotz, eine Racheaktion, ich denke, geht darüber raus. Die wir nie vergessen, dass die Ideologie von einem Hamas daran besteht, zu sagen, dass Israel kein Existenzrecht hat. Und das sind noch andere Länder, die notamment Hamas unterstützen, die das ganz genau selber gesehen. Und dann gesagt ihnen das schon an einem total anderen Licht. Wenn ihn sieht, du hast kein Existenzrecht, schon das ja wirklich mit dem Schutz für den engem könnte sagen. Stellen wir uns mal ein Gefühl, dass ein Heuer Snowbrücke für so und dir klein Lützeburger hat kein Existenzrecht. Aber das schlussendlich mit einem Gift machen. Aber wenn dann noch weiß, was in der Vergangenheit alles geschieht ist, und das schon Subkulturen trotzdem von den Leuten mit dran, weil die Geschichte, die geschieht ist, die kann ja nicht einfach so auslöschen. Ja. Das möchte eben, dass die Situation nicht evident ist. Und dann sind wir immer bei dem, was wir schon mehr geschwärzt und gliedern, die müssen wirklich ganz besondere Kap haben. Und die müssen wirklich auch durchdrungen sie von Walleren, für zu gucken an die unmöglichen Sachen für die zu evitieren. Dafür ist die Wolle wirklich bei den Liedern enorm wichtig, dass all das, was die möchte, immer wertebasiert ist. Ich meine, das ist wirklich ein enorm wichtiger Punkt. Ja. So, sollen wir zum Schluss kommen. Wir haben 2 Frohen. Eine Froh vom letzten Gast, das wird Melodie Funk, das möchte ungefähr das Namen studieren. Möchte Videos auf Social Media, wo Kleider probiert. Und sehr froh war, weil hat ein Video gepostet und du warst über nur, hat so viele Views, dass jeder hat zuletzt erkannt. Und sehr froh war, wie geht dir reagieren, wenn dir von einem Tag auf den anderen mega berühmt wird und jeder gibt überall erkennen? Wäre eine positive oder eine negative Reaktion? Ob alle Sachen, wie alles am Leben, positive und negative Aspekte.
Ich denke, ich will nie so bekannt sein, dass Schiedfriemisch gif erkennen, weil ab dem Moment huet ich keine Privatsphäre mehr. Und das ist trotzdem etwas, was ich immens schätzen und was für mich irgendwie wichtig ist, nicht immer am Rampenlicht zu stehen. Auf der anderen Seite, wenn ich bekannt ist, das hat doch seine positive Effekte. Ne? Die da wären. Kritisiert sind am Restaurant. Nee, ich meine, also wenn ich die doten Person, wenn ihn bekannt ist, da wird Donno möglich sein, vielleicht besser sein Alltag zu verdienen. Das ist nicht unbedingt etwas Negatives. Voilà, dadurch, dass die bekannt ist, kriegt ihr vielleicht eine Opportunität für andere Flecken von dieser Welt kennenzulernen, was den gerne reist, was auch gar nicht negativ ist. Also, das hat auch durchaus schon seine positive Seite. Aber nicht so erkennt, mega reich sind, okay, Mensch geht mich kennen, gebe ich das präferieren par rapport zu mega reich und berühmt sind. So ich wäre lieber unbekannt, okay, ich wüsste, wen ich bin. Ich meine, das ist so streng, wenn du bekannt bist. Bestimmt, ja. Was ist er froh in den nächsten Gast? Ja, mein froh wir wen als momentan die Institutionen hier am Land, wo das Vertrauen von allen Lützeburger und auch denen, die hier in Lützeburg wohnen und nicht Lützeburger sind, die das größte Vertrauen an die Institutionen schenken. Okay. Ja. Vielleicht blenden eine Statistik an, da wisst ihr schon die richtige Antwort. Ja, weil die Hummer halt, also das belöscht, das nicht bei jedem, den irgendwas behauptet. Yes. Und dann, ja, man nach Gölle froh. Also eine froh, die dir Leute, die gerade nur lauschen, können stellen und dann können sie irgendetwas gewonnen. Was tut du mitgebracht? Tut etwas mitgebracht? Ja, wir haben Sachen dabei und froh, die wäre ganz konkret, was ist der Platz, wo momentan die Lützeburger Soldaten am meisten vertreten sind am Ausland. Ich meine, der hat dazu gesagt. In dem abgepasst wird, dann ist das kann herausfallen. Yes. Was kann ich gewonnen? Es kann ein Pokado gewonnen von der Lützeburger Armee. Das geht von einer TAS bis über eine Powerbank. Kann ich de Kampagne, wo wann en enkeier allein Terra ass, mit dem en alles kann machen, an dann noch ein Multitool, wat auch nie schlecht könnt, wenn in einer brenzlicher Situation ass. Perfekt. Cool. Gut, da so mir vielmals Merci gëtt en Apps bei dir wëlt Eis oder als Nolächer mat op de Weg gin. Also ich gif so dat halt dat war ganz angenehm, huet mo enke an méichlecht. Méi vun engem anderen Standpunkt zu gucken, wie den just geopolitischen oder den Deel, wo steht am Rekrutement drunner, kommt er no oder net an schaffen, dat dat heute vielleicht dann auch een oder andere Jungen den Nolaustadt vielleicht dazu urecht viermal den Schritt an der Armee zu wohnen, sind Kandidatur aufzugehen an sich dem Challenge von den Instruktion der Bas zu stellen. Also mir vielmals merci. Merci auch. Und bis nächste Woche. Ciao. Adi. Ciao.